Wir sind zurück im Story Mode bzw. der Kampagne von Legacy of Duelist Link Evolution und ja, im Story-Abschnitt der Yu-Gi-Oh! 5Ds Ära, könnte man so sagen. Und heute im dritten Duell die Anlage. Jetzt wird es aber ganz creepy. Nach seiner Festnahme dort die Sektorensicherheit in der Kaiba Arena wurde Yosei zur Urteilsverkündung ins Gericht gesandt. Sie haben Trackingfarbe auf seiner linken Wange aufgebracht, die wohl eher eintätowiert, würde man sagen, und ihn dann mit dem Bus in das Inseto genannte Gefängnis gefahren. Yosei wurde in eine Zelle gesteckt, in der sich schon ein weiterer Gefangener befand, Tenzin Yanagi. Die beiden waren sich sofort sympathisch. Ah, ist das schön, dass du da bist. Du bist wirklich ein netter Zellengenosse. Was meinst du, ein Typ wie du hier? Ja, ich wurde eingesperrt, weil ich Karten sammle. Das tut wohl jeder. Ja, man handelt es sich um illegale magische Relikte aus uralten Zivilisationen. Klingt doch einfach cool. Ja, ist eigentlich auch. So. Du musst noch einiges lernen, wenn du dich duellierst, bist du in Sicherheit und das wird dir hier schnell klar werden. Aber solange wir diese Karten haben, ist alles im grünen Bereich. Ja, im Institut war es nicht erlaubt, Decks zu haben oder sich zu duellieren. Das hat die Gefangenen jedoch nicht davon abgehalten, ihre Decks hineinzuschmuggeln und Duelle auszutragen, um sich Respekt zu verschaffen. Yosei und Tenzin mussten sich schon bald an dem ehemaligen Duell-Champion Paul Tenner stellen. Aha, gut. Leg mal los, wa? Sag, was du drauf hast, Tenner! Oh, Geistertrick-Duala, ne? Ein Rangmonster bzw. ein Xyz-Monster. Von der Farbe her sieht es aber eigentlich so aus wie in der letzten Folge erwähnt, die finsteren Synchro-Monster, die man auch aus dem Anime, vor allem Yu-Gi-Oh! 5Ds, aber auch aus diversen Games kennt. So, ja, wir spielen jetzt halt mit dem Deck von dem alten Sack. Und, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Die Maschinen, sind das alles Maschinen? Nee, auch nicht, okay. Okay, klingt schon mal gut. Erstmal so eine Karte. Ist ein bisschen anders als das Deck, was ich aus dem Anime kenne. Maske der Verfluchten. Ja, die spare ich mir auf. Die kennen wir ja von der Yu-Gi-Oh! Ära. Von einem von Marix Handlangern. Wie hießen die beiden schon wieder? Ja, waren ja zwei Typen, die so mit Maskendecks spielten. Weiß nicht mehr. Das ist echt schon so lange her. So, erstmal kann ich den Spezial beschwören. Und er kriegt Power. So, dann. Ist auch ein chronomales Monster. Alter, was denn der halt für ein Deck? Das Deck für den Typen ist ja creepy. Jetzt kommt der mit ein schwarzes Loch. Ushioni, okay. Was? Shiraigum oder was? Nee. Aniko der Finsternis, okay. Oh. Ja, die tut weh. Ei, sind das Schmerzen. Das sind Schmerzen, ey, alter Schwede. Eines der Unendlichen. Da finde ich hier so diese Karte am Monster. 700 Punkte, er legt mich am Arsch. Ja toll, wir haben genau das Monster verloren, was er gebraucht hätte. Schöne Scheiße. Mir reicht's. Hier, Maske der Verfluchten. Viel Spaß damit, Kumpel. Oh. Was? Was für ein Viech? Was soll ich mit dem scheiß Kampfochsen? Was ist für eine Zauberkarte? Also. Okay, gut. Nichts Besonderes. Chronomale Kristallknochen. Ja. Ja, kann ich Spaß noch auf. Kindversehrter Kriegswolf.
Der kriegt weiterhin hübsch Schaden. Dann weiter Maske der Verfluchten, sehr schön. Ich würde, wenn ich ehrlich bin, lieber ihn hier rufen. Gleich verliere den Effekt halt. Ich kann mit dem Bein eigentlich momentan sowieso nichts mehr ausrichten. Und ihn kann ich halt trotzdem boosten. Wütender Kampfochse, oh, die gibt's auch noch. Bold Tenor. Oder eher Bold Loser. Tja, aber jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Der nächste N ist der unendliche. Mann, ey. Er braucht mal wieder so einen Dingsbums hier. Den hier. Meiermaschinen, die wäre geil. Oder so geht natürlich auch. Wenn du mir auch wieder ein bisschen Futter hinlegst, gar kein Problem, Alter. Ja, komm, nicht Schaden. Jetzt die mal verdeckt. Und Immis darf sich verabschieden. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil. Nee, ich bleibe dabei, ich finde es nicht geil. So. Jo, bitteschön. Und zwar rufe ich jetzt mal den da. Ich habe in dem Zug gar keine Beschwörung ausgeführt, deswegen kann ich ihn rufen. Jo, bitte. Zeige dich, Ines. Gut, ist mir zwar meine Kampfphase schon vorbei, aber ich habe seine Spielkraft doch locker flockig weggesteckt, kann man sagen. Jetzt kommt er mit Shirai Gumo, ich glaube es nicht. Also eine Pissnelke, so, warte mal. So. Was ist aber noch Schönes. Grundnormaler Kristallschädel, da kennen wir als. Doch, war glaube ich auch eine Monsterkarte im Anime, aber irgendwie ganz anders. Was Geileres. Ja, das war auch cool. Der Effekt wird sogar nicht mal so schlecht. Ja, komm, ich nutze den mal. Ich spiele natürlich für später, wenn ich auf dem Friedhof wäre. Der Effekt hätte was. So, jetzt können natürlich der Maske der Verfluchten spielen, aber ganz ehrlich, es geht mir langsam auf den Sack, das Ganze hier. Ich muss erstmal Shirai Gumo weichen. Und meine Angriffskraft erhöht sich. Ups. Was habe ich eigentlich heute für ein Pech? Kann das mal einer verraten? Er hätte Spielkraft einsetzen können, mein Gott. Wer ahnt denn sowas? Das reicht's mir. Scheiße, die am Laufen ist. Wir machen ja mit Special Effects platt. So, guck mal, mein Albtraumrad. Und tschüss, ich spiele ein bisschen auf Marik. So, jetzt guck mal. Combo. Maske der Verfluchten schon wieder. Und die auch noch. So. Aber ich spiele ein bisschen mit Effekten. Ist doch cool. Einmal Schlange nicht mehr. 6? Ja, komm, warum nicht? Für 6 Karten.
könnte jetzt den spielen, bringt er momentan noch nicht so viel, deswegen warte ich mal noch ab. Oh, der gefräßige Angreifer, der im Wurstbilder. Ja, so schön genannt wird. So, jetzt aber. Und nochmal. Boost. So, Freunde. Feierabend mit der Soße. Gehören zu den Profis, aber gegen dich haben wir wohl keine Chance, wa? Jo, das stimmt. Bin ja selber Profi. Oder war mal. Aber es ist schon ziemlich lange her. So, das Abriegelungsduell. Was geht denn jetzt ab? Nach seinem Duell gegen Boltenna ist Jose unglücklicherweise im Leiters-Institut in die Arme gelaufen. Herrn Armstrong. Ich habe Tellers Solle eingeschmuggelte Zeitschriften gefunden. Ihr wisst, dass es gegen die Regeln ist, aber ich weiß auch, dass ihr die nicht alleine besorgen haben könnt. Zeitschriften, vor allem sind da Karten gewesen, also eben Duellkarten. So realistisch. Was? Es gibt gar keine Zeitschriften, das wissen doch beide. Waren es doch Zeitschriften? Nee, oder? Ja, mir auch meine weggenommen, meine Lieblingskarten. Zum Glück kann die Jose im Duell gegen Herrn Armstrong mit Hilfe der anderen Insassen noch ein Ass im Ärmel. Spulen wir nun zu dem vor, was später am Abend noch passiert ist. So, da ist eine kleine Rotze mit einem großen Maul, wa? Tja, wie willst du dich duellieren? Du hast gar kein Deck, wa? Was mit leeren Händen kommst, gewinne ich. Ganz ohne Kampf. Ich habe ein Deck, genau hier. Oh, wo hast du die Karte gefunden, Mann? Ja, die Macht der Verbundenheit, die Macht aller Gefangenen. Jeder einzelne von ihnen hat Jose eine Karte geschenkt. Das ist doch einfach geil. What the fuck? Dreihörniger Drache. Du, mein alter Kumpel. Ja, das war damals noch ganz am Anfang, als die ersten Yu-Gi-Oh! Packs bei uns gab. Einer der ersten war, glaube ich, oder sogar das erste war Legend of the White Dragon. Das war wirklich der weiße Drache drauf abgebildet. Und eine, ich glaube sogar, nebst dem weißen Drachen, oder sogar gab noch Zeldas der weiße Drache, war der dreihörnige Drachen in diesem Deck. Ein unwürdiger Drache mit 3 scharfen Hörnern auf dem Kopf. Oder dafür, dass er unwürdig ist, hat er ziemlich viel Power. Der nächtliche Angreifer. Ja. Das sind alles so Oldschool-Karten. Richtig oldschool, meine Fresse. No, da bringt er nichts. Hä? Okay. Nee, passt schon. What the fuck is going on hier? Warte gar nichts. Er wollte sagen. Haben zu können. Sag mal so, zum Glück habe ich ja noch Sinnwerkzeug des Banditen. Kein Weltraumteilfunk. Klar könnte ich ihn spielen, aber was bringt's mir? Ich habe wäre noch die falsche Karte aus. Chaosreiter Gustav. 2
2 kann das sein. Ja, haben wir gar nicht. Da vielleicht bald. Goblin Dieb. So, jetzt könnte ich da Karten entfernen. Ja, aber wir lassen mal. Wenn ich ehrlich bin, ist es wirklich noch viel zu früh, Freunde. Ja, weiß ich, wo eine Karte wird sicher eine schwache sein, wa? Apropos schwach, was habe ich noch für schwache Karten? Alter. Verhexender Phantomdieb. Kann ein bisschen trollen. Was soll das sein? Verhexender Phantomdieb. Ist das Kaito Kid für Arme oder was? Oh, das tut weh. Ei, Gamba. Jetzt viele Karten verloren. Ja, Ranzo. Sind wir bei Dungeon Dice Monster oder was? Jetzt kamen da Albträume. Matassa. Alter, sind das Oldschool-Karten. Lecco mio. Schattenzauber, gemein sind wir stark. Ja, damit bin ich damals aufgewachsen. Da war ich so... Oh, schlag mich tot. 11, 12 glaube ich, als die Karten... Als es eigentlich wirklich zum ersten Mal wirklich Yu-Gi-Oh! Karten gab. Und ja, das ist lange her. Nee, ich will noch nichts nutzen. Lass mich in Ruhe, Kumpel. Ruf mal ein stärkeres Monster, das geht hier gar nicht, ey. Und das. Falle umkehren. Bis zur Endephase werden alle Effekte subtrahieren, umgekehrt. Addition subtrahieren jetzt und Subtraktion addieren jetzt stattdessen. Multiplikation, Division, Anstellung, HDM verdoppeln sind davon nicht betroffen. Ja. Weil es überhaupt zu doof ist zum Rechnen. Das ist der einzige Grund. So, Freunde, ich rufe den dreihörnigen Drachen seit. Wann haben wir zum letzten Mal gespielt? 20 Jahre her ungefähr. Kann gut sein. Das sind halt wirklich vor allem normale Monster. Die hast du damals wirklich am Anfang noch gespielt. Und dann relativ schnell gemerkt, oh, musst du viele Monster für opfern, es bringt nicht viel, du kannst keine Kombi spielen, ist alles scheiße, komm weg damit. Aber ja, das kann man alles erst ein bisschen später. Ja, aber dafür, dass mein Deck ziemlich zusammengewürfelt ist, schlagen mich um Welten besser als Direktor Armstrong. Giftkette, was machen die? Aha. Ja gut, bringt dir nichts, weil du keine Giftkettenmonster hast, Kumpel. Doof gelaufen, was? Also, ich könnte jetzt Grabräuber spielen für eine Zauberkarte von ihm, aber was soll ich damit? Ein Weltraum-Typhoon, ja, dafür opfert 2000 Punkte. Schaut mal, der verzweifelte Gesetzlose, was? Okay. Das Duell ist ein bisschen creepy. Kampfversessen, also okay. Ja, der Goblin Angriffstruppe oder was? Ja, das war doch die Karte. Nee, warte mal, passt schon. Das ist die Karte, die man. Die Fallenkarte, die man damals bei Exude-Texten so gespielt hat. Und dann kannst du, glaube ich, irgendwie bis zu 3 normale Monster auf die Hand zurücknehmen. Er hat gewonnen, er hat gewonnen. Yo, das haben wir. Das habe ich auch nie bezweifelt. So sieht es aus. Aber ich zahle mit dem. Es gibt keine Abmachung, nehmt ihr mit. Das sehe ich anders, Armstrong. Okay, gut, wenn ich mal sehe. Mach keine Sachen, Armstrong, du bist gefeuert. Ja, wer seine Macht missbraucht, der wird halt entlassen. So. Die Rücknahme. Muss er wieder gegen den ersten Typ kämpfen? Ist das der hier? Ja, das ist wieder der gleiche. Jose wurde kurz nach seinem Sieg über Armstrong auf Geheiß von Rex Goodwin freigelassen. Doch bevor er ging, hatte Bull noch ein letztes Geschenk für ihn. Diese Karte wird dir helfen, deinen T-Will zurückzuerobern. Bull gab Jose eine Monsterkarte, riesiger Kuhteufel. Ich habe gehört, dass wie die Wachen mit einem Flitzer geredet haben und dass er in das Sammelschild eingesperrt wurde.
Prädikat zu einem Laden namens Bootleg. Bestelle dort eine Milch und fahre nach Blister. Er wird dir helfen. Währenddessen bei der Sektorensicherheit. Bist du sicher? Wenn du gehen lässt, finden wir ihn niemals wieder. Es ist sonnenklar, dass Yuseis Drachenmal nicht erscheinen wird, während er im Gefängnis steckt. Es wird Zeit für einen Tapetenwechsel. Außerdem habe ich nie behauptet, dass wir ihn gehen lassen. Du willst verfolgen? Oh, was bist du für eine hinterlistige Ratte? Jetzt, wo Yusei sich frei in New Domino City bewegen kann, habe ich eine Elite-Einheit ausgewählt, die ihn ständig überwacht und darauf achtet, ob das Mal wieder auftaucht. Und wenn sein Mal wieder auftaucht, dann weiß, dass das einer der Auserwählten ist, die ich gesucht habe. Mit Hilfe von Blister war Yusei in der Lage, sich die Sammelstelle der Sektoreneinheit zu schleichen, um sich seinen D-Will zurückzuholen. Leider wartet Trudge genau darauf und seine Falle schnappt er zu. Ratsch, ratsch. Endlich mein D-Will wieder! Haha, wir duellieren uns! Aber eigentlich war es eben ein Turbo-Duell. Ah, Turbo-Duelle, ich vermisse dich, ey. Ich muss, glaube ich, wenn wir hier mit der Kampagne durch sind, Freunde, und dann wird ja eigentlich das Online-Let's Play beginnen, also sprich gegen euch zum Beispiel kämpfen. Müsste, glaube ich, trotzdem mal noch offline, also wirklich storymäßig Yu-Gi-Oh! Weiter zocken, aber dann halt entweder mit neuen Yu-Gi-Oh! Spielen, die ja schon in der Mache sind, oder halt wirklich halt die alten Teile wieder rausholen, wie eben da Reverse of Arcadia. Ist zwar, wie gesagt, ein DS- oder 3DS-Spiel, aber war DS-Spiel. Also von der Auflösung her und so fragwürdig, aber mit dem richtigen Emulator kriege ich es, glaube ich, hin. Soll, glaube ich, hinzukriegen sein. Ach du Scheiße, das haben wir sehr auf der Hand. Tempokrieger, Schildkrieger, Gerümpelsynchronisierer, Stachelschraubenigel, Turbosynchron. Eigentlich nicht so schlecht. Schildkrieger. Ja komm, guck mal, Schildkrieger. So, wir machen 1-2 Züge vorher und dann nachher mal die Folge beenden. Verfolgender Jäger. Mach mal. Ich bin der Schildkrieger. Jetzt könnte man ja auch mal noch Tempokrieger rufen. Tempokrieger. Drück aufs Gas, Kumpel. Und Angriff. Der ist im Arsch. Der Tempokrieger leider auch, aber kann ja vielleicht nachher mit Grüne synchronisieren, noch ein bisschen synchronisieren. Was machen der jetzt? Hä? Wow, da bringt es ja voll Trudge. Ich weiß, das ist ein verdammt mächtiges Synchron in der Hinterhand, das kenne ich, Kumpel. Aber auf die Art und Weise wirst du keinen Preis gewinnen. Ich zeig dir mal, wie das geht, wa? Gerümpelsynchronisierer. Na komm, Kumpel, hol mal den Tempokrieger zurück. So, jetzt kann ich theoretisch Stufe. Wir können sogar. Moment. Nee, oder? Nein, ich hab nicht entdeckt. Scheiße. Ich hab den Sternenstabdrachen nicht entdeckt. Yusei, was soll der Scheiße? Ihr könnt ihn rufen. Ja, ich weiß, er hat den Mann noch gar nicht. Ja, ich weiß, ich hab's jetzt vergessen, Freunde, keine Sorge. Aber ich dachte zu viel. So, Effekt aktiviert. Nein, verdammt, Schildkrieger ist ja Stufe 3 und Stufe 2. That's pity. What a pit. Aber egal, komm. Was treibt der da jetzt? Warte mal, was war das für ein anderes Monster? Turbokrieger, ja, man soll mit Turbosynchro machen. Stufe 6. Also, ich meine, das will natürlich auch gehen. Was haben wir hier? Stimmen. Synchronempfänger. Ich habe eigentlich genug, Freunde, also ganz ehrlich. Wobei, ich sollte die Karte vielleicht dort nutzen, weil sonst, wenn ich es nicht mache, aber plötzlich irgendwie zu vieles. Oder ziehe plötzlich nur noch Empfänger und kein andere Monster mehr. Dann ist auch die Karte useless. Linie habe ich auch noch einen Geschützturmkrieger.
Könnte ich mit für Schildkrieger einsetzen, aber 2000 Angriffspunkte ist fast ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Aber egal. Freunde, wie es weitergeht in der nächsten Folge zurück bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Zumindest was die Kampagne betrifft. Bis dahin, bye bye.